Uscì tu noi era il Countdown in la Halle So hat die Aktion 72 Stunden von der Schweiz im Jahr 2005 angefangen. Die Aktion war ein voller Erfolg. Das 72 Stunden am Anfang, das sind lang. Und jetzt, wenn man drin ist, weil man am liebsten, dass es nochmal 72 Stunden geht. Es ist einfach zu schnell fertig. Und darum wird die Aktion auch wieder organisiert. Vom 9. bis 12. September 2010 zeigen die Jugendlichen in der ganzen Schweiz, dass gemeinnützige Arbeit und soziales Engagement Spass macht. Mach auch du mit. Wie wär's mit der Renovierung vom Jugendraum? Oder möchtest du lieber Material für ein rumänisches Spital sammeln? Wir haben ein Projekt, das ist eben der Hilfstransport nach Rumänien. Und das andere Projekt ist eine Malaktion in der Badi, wo sie ein großes Holzschiff verschönern müssen oder wieder anmalen müssen und ein Containerhäuschen. Auch das ist eine Idee für ein Projekt. Die Fantasie kennt keine Grenzen. Wir haben uns entschieden, im Kirchturm Inneren die längste Kügelbahn aufzustellen. Vom Genfer bis zum Bodensee, so etwas. Was wir jetzt entschieden haben, ist, dass wir Kugeln verkaufen für einen Franken, die sie dann oben runterlassen können. Und das Geld spenden wir dann einem Partner-Zefi spenden oder der Glückskette oder was auch immer. Und dann gäbe es zum Beispiel noch die Möglichkeit, Schuhe zu sammeln. Aber die Gruppe, die diese Schuhe hier deponiert hat, hat eine andere Aufgabe bekommen. Wir müssen innerhalb von 72 Stunden einen Zirkus auf die Beine stellen unter dem Motto Aqua Vitale. Und die Kollekte vom Zirkus kommt zugunsten der Organisation Die Wüstele. Melde dich noch heute an als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter auf www.72stunden.ch und teile uns mit, welches Projekt du durchführen möchtest. Das Organisationskomitee vom Kanton Graubünden freut sich auf alle Fälle auf deine Teilnahme. Innerhalb von genau 72 Stunden setzen Jugendliche an 3 Tagen im September in der ganzen Schweiz eigene Sozialgruppenprojekte um. Mit dem Start des Projekts